Bei allen Vorteilen, die es hat, wenn man einen Gast kassiert an einem Ort, wenn man als das aufgenommen wird, vielleicht sogar verwöhnt wird, vielleicht sogar eben gepflegt wird, wie in einem Spital. Hospital ist verwandt mit unserem Wort Gast. Bei all diesen Vorteilen muss man sagen, es hat einen grossen Nachteil. Man kann nämlich nicht bleiben. Jeder Gast muss früher oder später dann auch wieder gehen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So heisst Epheser 2,19. Und es zeigt uns, Gott hat am liebsten Full House. Er will sein Haus füllen mit Menschen. Er will unter sein Dach möglichst viele Leute reinbringen, weil Wohnen heisst eben Beziehungen pflegen. Das ist so ein bisschen wie ein Symbol. Aber das Interessante jetzt an dieser Geschichte aus Epheser 2 zeigt eigentlich das Umfeld. Nämlich, wir begegnen dort einem Gott, der selber die Miete zahlt für seine Gäste. Es heisst nämlich ein paar Verse vorher, wir sind ihm nachgekommen durch das Blut von seinem Sohn. Das ist der Preis, den er zahlt, für dass wir überhaupt unter sein Dach schleifen können. Und das ist doch erstaunlich. Niemand zahlt einem anderen gerne die Miete. Er hat schon mal 12 Monate lang die Miete von einem anderen müssen zahlen. Ich weiss, wie das einem wehtun kann. Unendlich viel mehr hat Gott müssen wehtun, dass er alles muss zahlen muss, für dass er Menschen unter sein Dach bringt. Warum das so ist, wenn wir kurz darüber nachdenken. Unser Gott ist mit Gästen nicht zufrieden. Er ist zwar ein sehr guter Gastgeber, aber Leute, die da und dort mal auftauchen für einen Gottesdienst, ein bisschen die Nase reinstrecken, Leute, die vielleicht sogar in eine Gemeinde eintreten und sich immer noch als Gäste fühlen und über das nicht hinwegkommen, das ist etwas, was unser Gott sehr wurmt. Weil er weiss ja genau, auch diese Leute werden als Gäste das Haus wieder einmal verlassen müssen, wenn sie nur Gäste bleiben. Und er sieht schon die verzweifelten Augen von Menschen, die wissen, ich habe es nicht geschnallt, ich habe es nicht wirklich gepackt. Am Ende eines solchen Weges, am Ende eines Lebens, die verzweifelten Schreien, all das sieht er. Und darum sagt er, nein, ich will nicht Gäste, ich will Leute, die wirklich meine Hausgenossen sind, die auch dann, wenn er das Schlimmste noch passieren könnte, immer noch bei mir sind, weil sie halt einfach zu meinem Haus gehören. Der Gast gibt sich in der Regel nicht unflätig, sondern er ist nett, er ist korrekt, er zeigt sich aufgeräumt. Jedenfalls mit wenigen Ausnahmen haben wir es bisher auch so erlebt. Aber bei Gott ist es etwas anderes. Er sieht auch das, was der Gast von innen her zerfrisst. Nämlich, die Bibel nennt das Sünde. Und er weiss, ein Gast kann nicht für immer so bleiben und so kann er auch nicht in den Himmel kommen. Und darum schickt er seinen Sohn nachher in die Hölle runter vom Tod und von der Sünde. Und der C.S. Lewis hat einmal gesagt, niemand ist so gross, dass er wirklich in die Kleinräumigkeit, in das Gefängnis von der Sünde eindringen kann, weder nur der Allergrößte, was es gibt, nämlich Jesus Christus. Der Gast hat sicher von sich den Eindruck, er habe eine gute Erinnerung hinterlassen. Er hat ein gepflegtes Auftreten gehabt, wenn er vielleicht eben wieder mal einen Gottesdienst besucht. Gott hat aber auch das andere nicht nur gesehen, sondern irgendwo auch geschmeckt. Es ist nämlich unglaublich, was der Mensch, der nicht versöhnt ist mit durch Jesus, was der alles mit sich bringt an Innerem, wo Gott halt sieht und schmeckt. Und so hatte ich auch mal einen Gast gehabt. Er war ein Alkoholiker aus Frankreich. Einige Jahre hat er bei uns gewohnt. Und ich habe ihm ein Versprechen abgenommen. Ich habe gesagt, du kannst bei uns wohnen, du musst nicht einmal zahlen, aber etwas musst du mir versprechen, du darfst in unseren Räumen nicht rauchen. Als er gegangen ist, nach ein paar Jahren, habe ich das Zimmer einmal gestrichen. Es hat immer noch nach Zigarettenrauch gestunken, zweimal gestrichen, immer noch jetzt weiter gestunken, dreimal. Und schlussendlich hat man das Gefühl gehabt, jetzt geht es einigermaßen, aber noch heute merkt man, wer dort mal als Gast drin war. Und im letzten Teil werden wir uns damit beschäftigen, dass wir halt vielleicht jetzt neue Hausbewohner sind, Hausgenossen bei Gott, aber auf dieser Welt dafür nur noch Gäste.